nur sagen können, ist nur, wenn wir das Essen nicht mögen. Und genau jeder Gesandte sallallahu hat anders gehandelt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihm was zu essen gegeben worden ist, was hat er gemacht? Wenn er es nicht gemocht hat, er hasst einfach nicht. Er hat nicht so gemacht, ich kenne das ja nicht selber. Wenn ich zu meinem Vater was kochst, ja, ich mach das, was weiß ich, Kartoffelpüree, und sage, oh nee, ich wollte was Fleisch essen und so. Das kennt doch jeder, weil wir lachen, weil wir das kennen. Weil uns das bekannt wird, dann kommen wir Erinnerungen in den Kopf, wie oft im Ramadan. Wenn du den ganzen Tag gefastet hast und vielleicht hast du auch gearbeitet und dann bist du nach Hause gegangen und die Schwester hat so Gemüse gemacht. Ja, weil es gesund ist. Guck mal, Gemüse ist gesund. Welche Aufregung. Konnte nicht was kochen und so. Ja, das kennen wir, Ja, und dann entsteht ein großer Streit, weil sie gekocht hat. Sie hat ja gekocht. Ja? Was hättest du gemacht, wenn sie nicht gekocht hätte? Wollen wir uns gar nicht ausmalen. Mein Gott, ich würde da einmal runter sagen, okay, ich esse heute Gemüse. Isst Gemüse, sag, super gemacht, Schatz, wenn du zur Moschee gehst, gehst du Dönerbruder Haus in Döner rein. Sag, hast du gegessen? Ja, wenn du Fleisch bringst. Eigentlich ist das voll einfach. Wenn wir im Nachhinein nachdenken, ist das voll einfach. Wenn ich manchmal nachdenke darüber, worüber ich mich mit meiner Frau gestritten habe, denke ich schon, boah, ich bin so doof, ey, warum gehe ich da überhaupt drauf ein? Und manchmal ist das nur ein Geschenk. Glaubt mir, liebe Geschwister, Geschenke machen Herzen weich. Hast du Streit? Bruder, glaub es mir, mitten im Streit musst du das machen. Stell mal vor, die Frau schreit voll. Du denkst, oh mein Gott, und gibst voll den Kampf. Gibst voll den Streit. Geh aus dem Haus raus, geh nächsten Blumenladen, kauf dir Blumen. Auch wenn es dich schwerfällt. Auch wenn du wütend bist. Nimm, geh, kauf dir Blumen, komm mit mir nach Hause, sagst, hier, Schatz. Du wirst sehen, vom Löwen wird Katze. Ja, die wird dann sofort umarmen, sagen, ach danke schön, ich bin doch schuld, weißt du doch. Tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe und so. Glaub mir, Achim, glaub mir. Achim, in der Jahiliya haben uns das nahegelegt. Ich kann mich erinnern, in der Jahiliya, mein Freund, guck mal, wenn ich mit Freunden streitest, musst du dir immer selber die Schuld geben. Ich so, wieso? Dann wirst du sehen, die wird sagen, dann, nein, Schatz, ich bin auch schuld. Und so hat man das in der Jahiliya gemacht. Ich kann mich erinnern, wenn Freunde dann sauer war, sagst, guck mal, ich bin schuld, ich war also zu dir. Dann sie Freunde sagen, nein und so. Ach, du bist auf die eingegangen, verstehst du, was ich meine? Du hast dich für eine Sache, die haram war, eingesetzt, dass das bleibt, dass es funktioniert. Und manche Achim-Freundin schreit sie an, beschimpft sie, geht in Fremd, alles Mögliche. Und sie kämpfen um diese Beziehung, du siehst, die kämpfen. Ich kannte manche jahrelang hinter dieses Mädchen her. Das Mädchen hat alles mit ihm gemacht. Der ist in Fremd gegangen, die beschimpft den, sie beschimpft seine Mutter, sein Vater, aber der wie ein Köter hinterher. Und bei Ehefrau, und dann guck mal, der wird Muslim, der heiratet, macht etwas, was halal ist, was gut ist, was beliebt ist bei Allah, weil die Ehe ist Mustahab. Der macht was Schönes, liebe Geschwister, um das Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Und dann die Frau sagt ein falsches Wort, dann ist sie sofort schlechte Frau. Aber in Jahiliya, jedes Mädchen, du hattest, die hat dich beschimpft, mit dem Schlimmsten vielleicht, und du warst wie ein Hans, der das am Angucken hast mitgemacht. Und du hast gesagt, ja komm, ich vergebe dir, Schatz. Aber deine Frau kannst du heute nicht mehr vergeben. Dann bist du kein Mann mehr. Dann denkt der Mann, die Männlichkeit, dass unsere Männlichkeit davon abhängt, wie hart wir sind. Das ist Männlichkeit. Du bist kein Maß der Männlichkeit. Maß der Männlichkeit, ob du das ausüben kannst, was wir eben gehört haben. Ob du wirklich gütig sein kannst. Maß der Männlichkeit, liebe Geschwister, ist derjenige nicht, der sein Zorn an den Schwachen, weil die Frau ist schwächer als du. Das wissen wir, von Logik her. Okay, außer du hast einen Ringerin geheiratet oder so, ich weiß ja nicht. Kann sein, heutzutage kann man nie wissen. Es gibt auch schwache Frauen, die Karate kann, also musst du aufpassen, ja. So, aber im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, ja, du kannst Stärke beweisen. Im Fall der Fälle kannst du sagen, Gott, und so kannst du Stärke zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Ist das Männlichkeit? Nein, ist keine Männlichkeit. Das zeigt nur, dass du nicht mit dir selber umgehen kannst. Denn der Gesangsversender hat gesagt, wer ist der Stärkste? Derjenige, der im Ring einen niederringt, oder derjenige, der seinen Zorn zurückhalten kann? Das ist Maß der Männlichkeit. Das zeigt Männlichkeit. Wenn du nur wütend in diese Situationen, in Wut, du kannst dich so runterhalten und sagen, nein, ich werde jetzt nicht schreien, ich werde nicht beschimpfen. Und du redest immer noch ruhig. Das ist Maß der Männlichkeit. Weißt du, was das bedeutet? Ein Mensch, der in Wutsituationen locker bleibt und seine Wut kontrollieren kann, bedeutet, dass der in alle anderen Situationen auch klarkommt. Und umso besser andere Situationen klären kann. Wie der nicht in Wut war, wo Probleme auftauchen, dann kann er das lösen. Aber wenn du schon bei der ersten Kleinigkeit ausflippst und zu einem Löwe wirst, ja, dann, liebe Geschwister, wie willst du, dass das funktioniert überhaupt?
Und ich habe ständig, denkt selber nach, liebe Geschwister, die Geschwister, die in der Jahiliya waren. Wie waren wir in der Jahiliya bei Mädchen? Die natürlich viele große Macker sagen, ich habe Mädchen voll Dienst gehabt. Ich habe den nicht reden lassen, ich habe die gewechselt so, ich habe gesagt, nein, ich mach Schluss. Und die meisten waren sowieso, bei einem Mädchen hangen sie irgendwann immer. Irgendwann kam ein Mädchen, sie hangen. Hatten die voll den Hänger gehabt, jahrelang vielleicht. Das kennen wir wohl. Ich habe bei einem Geschwister, ich habe ja mehrere Geschwister, habe ich bei allen gesehen. Und bei mir selbst. Irgendwann hat es einen Hänger gehabt. Hast du gesagt, Bruder, bist du warum die verampelt dich, die macht so, ich habe die mit denen gesehen, ich habe das. Nein, Bruder, guck mal, kannst du nicht so sagen, ich liebe sie und so. Und mit deiner Ehefrau, sie erzieht deine Kinder, sie kocht für dich, sie wäscht für dich, sie hält deine Wohnung sauber, sie macht das. Dann wird einer sagen, ja, bei mir macht meine Frau nicht so. Ich sage, aber okay, dann schau auf das, was sie gut macht. Haben wir doch gesagt. Mein Gott, bist auf einen Fehler fixiert. So. Schau auf das, was sie gut macht, ja, Achi. Sie trägt Hijab, ja, subhanallah, sie betet Allah an. Sie liebt Allah und ihren Propheten. Ist das nicht gut? Schau auf gute Dinge. Der Prophet sagt, wenn du etwas Schlechtes siehst, dann schau das, was sie gut macht, was sie gut hat. Wir haben doch gesagt, gebogene Rippe, kann ich alles und du selber auch. Hast nicht alles wunderbar? Du hast ja auch irgendwo einen Fehler. Kommt deine Frau ständig auf deinen Fehler? Wenn sie es macht, soll sie auch aufhören. Dann soll die Schwester auch sein auf das, was der Mann gut macht. Gegenseitige Geduld nennt man das. Gegenseitig aufeinander zukommen, geben, nehmen, geben, nehmen. Nicht nur nehmen, Yachi, auch geben und dann wieder nehmen und mal ausharren, Geduld haben. Wird bessere Zeit kommen. Oder nach dem Gewitter kommt irgendwann wieder Sonnenschein. Manchmal muss Gewitter da sein. Dann schüttet man sein Herz aus, redet sein Problem aus und dann wird es besser. Aber wir müssen geduldige Ehemänner werden, auch. Geht nicht, ach, bei erster Kleinigkeit tun dann die Brüder so, als wäre die Schwester der größte Jahl. Wallah, ehrlich, als wäre sie Abstamm von der Bulab oder so, als wäre sie Schwester von der Bulab oder so. So schlimm stellen die Brüder die Schwester dann da. Nur weil sie mal vielleicht laut geworden ist. Und sie hat mal was zu mir gesagt. Subhanallah, du führst eine Ehe. Du teilst mit dieser Frau ein Ehebett, du teilst mit der Frau eine Wohnung, du teilst ein gemeinsames Leben, du teilst mit ihr Kinder. Ja, deswegen sollst du dir Gedanken, bist du, oder du musst zugeben, dass du nicht fähig bist, eine Ehe zu führen. Dann musst du das selber dir zugeben. Und am besten noch nicht heiraten. Sich erstmal mit diesen Thematiken befassen. Glaub mir, rede mit Brüdern, wenn du heiratest, die lange verheiratet sind, damit die dir Nasiha geben. Damit die Dinge nahelegen. Das sind, guck mal Brüder, Erfahrungen von Menschen kosten teuer. Erfahrungen im Leben allgemein kosten teuer. Erfahrungen zu machen. Eine Erfahrung einer Scheidung kostet teuer. Nicht wegen Geld, weil du Mahar vielleicht so gibst oder irgendwas mit Mahar gegeben hast. Nein, das meine ich nicht. Erfahrung kostet teuer von Kraft und Opferung, die der Mensch auf sich nimmt. Eine Erfahrung zu machen, das kostet viel Kraft. Wenn ein weiß, ein Mensch hat diese Erfahrung, dann hol dir doch Nutzen von dieser Erfahrung. Jeder hin und frag ihn, wenn du auch das Problem vielleicht hast. Seine Erfahrung, ist sehr wertvoll. Die musst du nicht auch machen. Du musst auch nicht durch diese Scheidung laufen. Weil du kannst durch seine Erfahrung, deine Ehe dann retten. Deswegen Erfahrung im Leben allgemein, liebe Geschwister, kosten viel wertvoll. Das kostet sehr viel. Und die musst du nehmen. Haben Menschen Erfahrungen damit gemacht, nimmt sie. Bruder, ich weiß schon, was ich gehört habe, ein Bruder zu mir gesagt, ein älterer Bruder, ich habe mit dem gesprochen, er ist ganz alt gewesen. Er hat zu mir gesagt, guck mal, ich sag dir einen, dass er hat, sowas. Ich habe ihm gesagt, dass meine Frau schwanger ist. Er hat zu mir gesagt, egal was deine Frau sagt, nimm das nicht ernst. Ich habe gesagt, wie, was meinst du damit? Er hat gesagt, guck mal, in der Schwangerschaft, egal was sie sagt, ich höre drüber weg. Weil die Frau in der Schwangerschaft sehr schwer für sich. Ich habe gesagt, ich kann das ja nicht. Erste Mal habe ich eine Frau, die schwanger ist. Ich hab zwar wahrgenommen, was er mir gesagt hat, aber ich habe mir gedacht, was meint er jetzt? Er hat zu mir gesagt, auch wenn er was ganz Schlimmes sagt. Ich dachte nur so ganz leise, wenn er was Schlimmes sagt, nicht hören. Ich habe gesagt, nein, Frau macht das nicht. Ja, aber in der Schwangerschaft hat man dann gemerkt, was dieser Mann meinte. Ja, man hat gemerkt, dass die Frau anders ist. Dass die Frau ein bisschen, sie trägt ein Kind mit sich und das belastet sie. Aber dann gibt es Brüder, die meisten, erste sowieso, was wir fragen, wenn die Brüder sagen, Bruder, ich will mich scheiden, ist deine Frau schwanger? Ja. Bruder, guck mal, schau mal, so und so und so. Bruder, die trägt ein Kind im Bauch. Normal ist die, Bruder, die fangen vielleicht an zu weinen, einfach so. Du sagst, Schatz, kannst du das da hinten und du tust das da hinten, sagst, warum hast du das reingetan? Fängt an zu weinen, ich schwöre es dir. Ich hab nichts falsch gemacht. Bruder, vielleicht während der Entbindung kriegst du Ärger. Schatz, wo bist du? Lässt dir die Hand, lass mich los und so. Du bist schuld. Du hörst dir alles an. Dann ruft der Bruder, ich will mich scheiden. Er ist deine Frau schwanger, ja, Bruder, die schwanger im 7. Monat, 8. Monat. Entbindet bald. Ja,
Bruder, bleib doch mal locker, komm mal klar, die ist schwanger, die hat ein Kind im Bauch. Ja, natürlich, die wird sich anders verhalten, Bruder. Selbst überlegt, die ist krank wie 9 Menschen, wie 10 Menschen, Achi. Das ist eine Belastung, Achi. Einen anderen Körper mitzutragen, das entwickelt die Frau, ihre Hormone, ich bin verrückt, alles Mögliche. Auch nach der Entbindung, dieses Wochenbett. Irgendwann die Frage, muss immer stellen, wenn ein Bruder sich scheiden will. Jetzt hat sie ihre Tage, hat sie Periode, ist sie schwanger, ist im Wochenbett. Und du wirst merken, die meisten werden darauf eingehen, dass es so ist. Oder sind die ersten 2 Jahre? Komm Bruder, ich habe letzte Gespräche, die ich geführt habe, 3-4 Wochen, waren alle Scheidungsgespräche am Telefon. Alle rufen an, scheiden. Und nur weil sie nicht miteinander umgehen können. Deswegen, liebe Geschwister, wir sollen dieses Thema nicht leichtfertigen. Ich habe gesagt, darunter leiden andere Geschöpfe, die nicht leiden sollten. Man sollte ein bisschen Geduld zeigen. Man sollte ein bisschen Geduld zeigen, ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Rechtschaffenheit, ein bisschen Subhanallah. Man sollte versuchen, darauf einzugehen, auf die Probleme. Ich sage immer, liebe Geschwister, zu den Leuten, und sage das uns auch heute, von Probleme weglaufen ist keine Lösung der Probleme. Man von Probleme wegläuft. Weglaufen von Problemen entstehen dadurch nur mehrere Probleme. Oder das, was als Problem war, wird nur größer. Man muss sich gewisse Probleme stellen können. Da hier beweist sich Männlichkeit eines Bruders. Ich finde, der laut gegenüber seiner Frau sein kann. Und hier beweist sich auch, liebe Geschwister, der Iman und die Erfahrung einer Schwester. Wenn sie sich da stellt und sie ist bereit, ihre Ehe zu retten. Ich verstehe das nicht, manchmal ich höre, Schwester ist bereit, ihre Ehe zu retten. Ja, und dein Bruder sagt, nee, der macht gar nichts dafür, will nicht mein Gespräch eingehen. Der will nicht mal, du redest mal, okay, es kann zur Scheidung kommen, aber rede, versuch doch wenigstens. Dazwischen hörst du Kinder und so, das ist doch nicht normal. Genau umgekehrt, Bruder will die Ehe retten, habe ich auch letztes Fall gehabt. Bruder will die Ehe retten, ruf mich an, bitte hilf mir und so. Schwester ist nicht bereit zu reden. Rede doch mal, subhanallah. Ja, ich liebe ihn nicht mehr. Was für ein Argument redet ihr? Okay, warte mal, ihr seid im Streit. Ich kann mir vorstellen, dass du im Streit nicht die größte Liebe für den entwickeln kannst. Deswegen, liebe Geschwister, wichtig, wie gesagt, ist hier, dass man noch Hilfe holt. Und dass es nicht zu spät ist. Merkt man diese Dinge in seiner Ehe, ist das keine Schande, dahin zu gehen, jemand anzurufen, der Erfahrung gemacht hat, ein Daya, ein Sheikh, jemand, der dafür kann, wie zum Beispiel, Abu Jibril hat die Sache studiert, ja, dann kann man zu ihm hingehen, mit dem reden. Das ist doch keine Schande, mein Gott. Okay, dann weiß dein Bruder, dass du ihr Problem hast. Ist das was Neues heutzutage in unserer Oma? Nichts Neues.